Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht getreuen. Gott bereut es nicht, dass er den Jakob berufen hat. Gott bereut es auch nicht, wenn du falsche Wege gehst, wenn er dich berufen hat. Herzlich willkommen zum Bibelseetraining fürs Alltagsleben. Für mich ist das Erste Testament, viele sagen dem auch alt, aber alt ist für mich nicht. Für mich ist das Erste Testament sehr relevant für mein Alltagsleben. Ich sehe so viel drin, wo mir Anleitung und Lebenshilfe gibt. Und das möchte ich mit dir teilen. Bist du dabei? Kommst mit auf die Entdeckungstour quer durch das Erste Testament. Vielleicht musst du schnell auf den Stopp drücken und eine Bibel holen. Willkommen zurück mit der Bibel im Bibelseetraining Teil 4. Heute Rebekka, Jakob und Esau. Ich schlage auf 1. Buch Mose, Kapitel 25. 1. Buch Mose, Kapitel 25 und da die Vers 21 und 22. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten, und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn mir so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Die Rebekka wird mit 34 Mutter. Schon recht spät für die Sabtzeit. Endlich ist es so wie gewesen. Aber schon vor der Geburt von diesen Zwillingen hat es Lampen gegeben. Sie haben sich im Leib von der Mutter gegenseitig gekämpft. Und da kommt auch eine Prophetie drin. Gott sagt, dass 2 Völker in ihr wird sein. Er sagt, dass der Ältere dem Jüngeren wird dienen. Hä? Der Ältere dient dem Jüngeren, das war für die Sabtzeit absolut daneben. Aber Gott hat für beide einen Plan gehabt. Und manchmal macht es Gott genau umgekehrt, das so, wie es für uns Menschen stimmen würde. Die Unterschiedlichkeit von diesen 2 Männern, die hier im Mutterleib waren, war frappant. Esau bedeutet der Haarige oder der zum Mann gemachte, ein ganzer Typ. Jakob bedeutet Gott wird schützen, Fersenhalter oder Hinterlistiger. Unterschiedlich geht es wohl nicht mehr bei diesen Zwillingen im Bauch von der Rebekka. Und die Liebe der Eltern war crazy. Der Vater hat den Esau geliebt und die Mutter heisst, hat den Jakob geliebt. Alles in allem eine schlechte Ausgangslage für ein harmonisches Familienleben. Leider in der Spur der Familienstrukturen von Abraham, die schon voran viel mit Eifersucht zu tun hat. Und so kommt es dann in dieser Geschichte wie zu einem Action-Krimi zu Lügen, Intrigen, Betrügereien, in der Folge Flucht, Angst, Verlust und riesige Umwege. Es gibt auch heute, Freunde, ungesunde Familienmuster, die sich fortsetzen. Manchmal scheint es aussichtslos, die Muster, die Negativen, zu unterbrechen. Aber diese Geschichte zeigt uns, dass Gott auch da, manchmal durch komische Wege hindurch, manchmal auf längere Zeit hindurch, zum Ziel kommen kann und die negativen Familienstrukturen kann unterbrechen. Ich lese weiter, Kapitel 29. Oder Vers 29, immer noch natürlich im Kapitel 25. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, lass mich essen das rote Gericht, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Aber Jakob sprach, verkaufe mir heute dein Erstgeburtrecht. Jakob war zwar der Softie von diesen Brüdern, so der halbe Mann, würde man heute sagen, aber dafür war er hinterlistig. Er weiss um den Wert vom Erstgeburtsrecht. Er hat gewusst, er will das unbedingt. Auch wenn das Erstgeburtsrecht noch weit in der Zukunft gelegen ist. Der Esau, das war eben ein ganzer Mann. Der hat jetzt Hunger gehabt und hat jetzt seinen Hunger befriedigen. Er ist Typ Befriedigung jetzt, Nachdenken später, Folgen, an die denkt er sowieso nicht.
Ich habe mich gefragt, zu wem du gehörst. Ob du zu denen gehörst und ob ich zu denen gehöre, wo man manchmal warten kann, bis etwas wirklich dran ist, bis die Verheißung von Gott da ist, bis Gott wirkt. Oder ob mir das alles egal ist und ich, wenn ich ein Bedürfnis habe, irgendeine Lust zu sagen, Bedürfnisbefriedigung jetzt, alles andere kommt später. Zu wem gehöre ich? Zu wem gehörst du? Kapitel 26. Wenn der Hunger antreibt. Vers 1. Es kam aber eine Hungersnot ins Land, nach der früheren, die zu Abrahams Zeiten war, und Isaak zog zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gerar. Eine Hungersnot im Land. Offenbar ist der Isaak in der Gefahr gestanden, den Ort, wo ihn Gott hingestellt hat, zu verlassen und nach Ägypten, dort, wo das Brot hat, zu zügeln. Gott hat ihn gewarnt und gesagt, geh nicht nach Ägypten. Das ist nicht der Ort, wo ich dich sehe. Und welch ein Wunder, der Isaak lässt und bleibt. Er haltet aus an dem Ort vom Hunger, weil er glaubt, offenbar, dass Gott schon für ihn wird sorgen. Kaum hat der Isaak die Verheißung von Gott festgehalten und ist er an dem Ort geblieben, wo ihm Gott gesagt hat, ist er Gott gekommen und hat ihn ermutigt und hat sein Versprechen, das er schon Abraham gegeben hat, dass ein grosses Volk wird aus ihm wieder erneuert. Der Isaak hat jetzt in Gerar gelebt und da lesen wir weiter im Vers 7. Und wenn die Leute am Ort fragten nach seiner Frau, so sprach er, sie ist meine Schwester, denn er fürchtete sich zu sagen, sie ist meine Frau. Da in Gerar hat der Isaak seine Frau als seine Schwester ausgegeben. Kennen wir das? Wieder so ein Familienmuster. Schon der Abraham hat doch das zweimal gemacht. Wieso lernt man nie davon? Der Glauben um Gottes Bewahrung war da offenbar an einem kleinen Ort gewesen. Aber trotzdem Misstrauen gegenüber Gott, dass er ihn beschützt. Trotzdem, dass Gott ja versprochen hat, er beschützen, dass er nicht glauben konnte und darum musste zu einer Lüge Zuflucht finden, hat Gott ihn nicht fallen lassen. Auch in diesem Umweg, auch in diesem Versagen hinein, hat den Gott wieder rausgehauen. Seine beabsichtigten Weg mit dieser Familie werden wegen ein paar Lügen und Umweg nicht abgestraft. Das ist das Wort aus 2. Timotheus 2,3, wo steht, sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Was für ein Gott, der die Treue zu uns hebt, auch wenn wir falsche Wege gehen. Ist das nicht genial? Ich finde schon. Wir gehen weiter zum Vers 12 und 15 und da überschreibe ich mit Streit ums Wasser. Und Isaak säte in dem Lande und erntet in jenem Jahre 100-fältig, denn der Herr segnete ihn. Vers 15. Nun hatten sie aber alle Brunnen verstopft, die seines Vaters Knechte gegraben hatten, zur Zeit Abrahams, seines Vaters, und hatten sie mit Erde gefüllt. Es gibt Streit zwischen dem Abrahams im Clan und dem Clan vom Abimelech ums Wasser, um was denn sonst. Die Brunnen, wo der Abraham gegraben hat, sind von den Philister zugeschüttet worden. Eifersucht, Missgunst frisst da um sich. Und jetzt folgt der Kampf um die Brunnen. Der eine Brunnen nennt man Zank, der nächste Streit, bis man zum Brunnen kommt, den man dann endlich nennt, weiter Raum. Erst in der Steppe, in der Wüste, verstehen wir den Wert von Wasser. Jesus sagt, ich bin das Wasser vom Leben. Wo graben wir? Überall so Brunnen. Gibt es auch Eifersuchtsszenen? Gibt es auch Menschen, die unsere Brunnen, wo wir graben, wieder zudecken und uns das Wasser klauen? Das eine Wasser kann uns niemand klauen. Das ist das, wo Jesus sagt, ich bin das Wasser vom Leben. Und wenn er das sagt und wir dort unseren Brunnen graben, bei dem Jesus, kann uns das Wasser niemand nehmen. Ich erlebe es, wenn ich bei so vielen Brunnen versuche, Wasser zu holen. Ich erlebe es, wie so viele Brunnen ich selber zudecke oder andere mir zudecken. Aber ich erlebe es auch, wenn ich bei Jesus Brunnen grabe, dass es dann verhebt.
Vers 24. Und der Herr erschien ihm in derselben Nacht und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte den nicht, denn ich bin mit dir und ich will dich segnen und deine Nachkommen mehren um meines Knechtes Abraham willen. Nach dem Streit, nach dem erfolgreichen Graben von einem neuen Brunnen, kommt Gott einmal mehr mit seinem Segen. Das ist das Prinzip, das wir beim Abraham sehen. Wenn wir mit Gott zusammen einen Weg gehen und wenn wir Schwierigkeiten mit ihm zusammen, manchmal auch mit Zweifel und Lügen, aber überstehen, kommt eine neue Verheißung und ein neues Versprechen. Da kommt es zu einem neuen Brunnen. Bei dem Brunnen wird Friede geschlossen zwischen Abimelech und dem Isaak. Der Brunnen nennen sie Schwur und darum heisst die Stadt Beersheba Schwurbrunnen. Friede. Jesus ist der Friedefürst. Da haben zwei sich aufmachen, der Abimelech und der Isaak, um Frieden zu schliessen. Jesus ist der Friedefürst. Aber Freunde, es liegt auch an dir und an mir, es aufzumachen und Frieden zu schliessen. Manchmal braucht es unseren ersten Schritt. Auch wenn er unwahrscheinlich aussieht. Da sind die Lampen gross um die Brunnen. Aber es hat einen Weg gegeben zum Frieden. Ich erinnere mich da an den Streit, den ich über Jahrzehnte mit meiner Schwester hatte. Ich weiss nicht mehr, wer es war, ob sie oder ich. Eins für uns beiden hat den ersten Schritt gemacht. Wie wär's, wenn du den ersten Schritt machen würdest? Dort, wo Unfrieden ist. Der Friedefürst ist auf jeden Fall auf deiner Seite. Jesus wird dir helfen auf dem Weg. Versuch's, auch wenn es ganz schwierig und unmöglich aussieht, wie da beim Abimelech. Wir gehen weiter zum Kapitel 27. Ich habe es überschrieben mit schrägste Weg und die bitteren Folgen. Ich lese Vers 1. Und es begab sich, als Isaak alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen wurden, rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm: Mein Sohn. Ich lese weiter, Vers 6. Da sprach Rebekka zu Jakob, ihrem Sohn: Siehe, ich habe deinen Vater mit Esau, deinem Bruder, reden hören. Bringe mir ein Wildbret und mach mir das Essen. Es geht jetzt um den Erstgeburtssegen. Der Isaak ist alt geworden und die zwei Brüder dürfen antraben, um den Segen überzukommen. Und natürlich war der Esau der Erstgeborene und er hat den Erstgeburtssegen bekommen. Das war etwas Wesentliches. Und im Wesentlichen kommt plötzlich die Mutter Rebekka ins Spiel. Sie gibt dem Jakob den Tipp, den Vater über den Tisch zu ziehen, ihn zu betrügen, so zu tun, wie wenn er der Esau wäre, sich so zu verkleiden. Eiskalt wird geplant, der sterbende Mann knallhart zu betrügen. So erschlicht sich dann der Jakob, der Erstgeburtssegen vom Vater. Familiendrama, wie es auch heute gibt. Was ist unsere Rolle? Meine und deine Rolle, wenn sich ein Familiendrama anbahnt. Lassen wir uns von Familiendramen manipulieren? Oder bieten wir dem Inhalt? Machen wir mit oder nehmen wir uns raus? Vers 14. Da ging er hin, holte und brachte es seiner Mutter, da machte seine Mutter ein Essen und sein Vater hatte es gerne. Jetzt kommt es aber zum Bruch in der Familie. Der Esau trachtet dem Jakob nach dem Leben. Die Rebekka hat eine Idee, sie schickt ihn weg zu ihren Verwandten. Das Konzept von ihr heisst, Gras über den Krieg, über die Lampe, über den Zerbruch wachsen zu lassen. Irgendwann wird es dann schon gut. Hat das funktioniert? Überhaupt nicht. 20 Jahre lang war unser Köbeli in der Fremde. 20 Jahre lang hat er nicht mehr daheim sein. 20 Jahre lang hat er mit dem Betrug leben. 20 Jahre hat ihn die Gedanken verfolgt. Und er hat seine Mutter nie mehr gesehen. Freund, Gras wachsen lassen. Über Schwierigkeiten, über Brüche, über etwas, das du verbosget hast. Das verhebt nie. Ich bitte dich von ganzem Herzen, wenn da etwas ist, unter deiner Erde, in deinem Herz in der Vergangenheit,
dass du es ausgrabst, ans Licht bringst. Es wird dich sonst verfolgen. Über lange Zeit. Etwas, was nicht nötig ist. Jedes Mal, wenn du dann daran denkst, wird es komisch in dir rein. Hätte Köbi doch früher umgekehrt und mit seinem Bruder Frieden geschlossen. Wir gehen zum Kapitel 28. Und da, Vers 10. Jakob hat also flüchten von seinem Bruder Esau und hat ihn umbringen. Da lesen wir, aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Alles kaputt, Chaos. Jakob ist geflüchtet vor seinem Bruder. Ganz allein hat er in der Wildnis übernachtet, auf freiem Feld. Und jetzt hat er den Segen von Gott verspielt. Hat Gott gesagt, jetzt nimm einen anderen, mit dir habe ich genug. Nein, Gott ist ihm neu begegnet, in dieser Einsamkeit, in dem Chaos, in dieser Nacht von der Angst und hat ihm versprochen, dass er will schützen in dieser Fremde aussen. Kann ich das verstehen? Wie kann Gott so lange treu sein? Wie kann Gott in so schwierigen Weg trotzdem mitgehen? Im Römer 11,29 steht, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht getreuen. Gott bereut es nicht, dass er den Jakob berufen hat. Gott bereut es auch nicht, wenn du falsche Weg gehst, wenn er dich berufen hat. Auch Gott will dich segnen und will erneut sein Versprechen in dein Leben eingeben. Er lässt uns nicht fallen. Vers 20. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen, dann werde ich. Wenn Gott mit mir sein wird, sagte Jakob. Er ist nicht so sicher, dass das Versprechen von Gott auch wirklich stimmt. Er macht darum mit einem Deal und sagt, Gott, wenn du mich bewahrst, will ich nachher dir opfern. Wenn du mich bewahrst, will ich nachher zu dir gehören. Ein Deal, aus dem Zweifel heraus. Auch mit dem kann Gott umgehen. Auch da hat er den Köbi nicht auf die Seite geschoben. Er kann auch mit deinen Deals umgehen, die du mit ihm machen willst. Wir gehen weiter zu Kapitel 29, überschrieben mit «Wenn Eisen Eisen schleift». Wir sind dort, wo die Jakob jetzt in der Fremde bei Laban angekommen ist. Und ich schlage auf, da im 29. Kapitel, der Vers 18. Und Jakob gewann Rahel lieb und sprach, ich will dir 7 Jahre um Rahel, deine jüngere Tochter, dienen. Und Vers 23. Am Abend aber nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu Jakob und er ging zu ihr. Der Jakob hat bei seinem Verwandten genau den gleichen linken Typ getroffen, wie er war. Auch einer, der beschissen hat und mit allen Wasser gewaschen war. Jakob hat dient und Rahel, aber der Laban hat ihm die Lea ins Bett gelegt. Gegenseitig haben sie sich so beschissen, über Jahre hinweg, fast 20 Jahre lang. Wieso hat Gott den Jakob gerade zu dem Laban geschickt? Könnte es sein, dass das eine Charakterschulung war? Könnte es sein, dass er dem Spiegelbild vom Laban einiges lernen in Bezug auf seinen Charakter? Was für Weg geht Gott mit dir? Manchmal führt er dich in Situationen ein, wo du die Spiegelbild siehst. Manchmal führt er dich an Orte, die schwierig sind und plötzlich merkst, könnte sein, dass ich da etwas lernen sollte, weil ich mit dem Spiegelbild begegne. Charakterschulung vom Allmächtigen oder Heiligen Geist, das ist nicht sehr selten. Das kenne ich in meinem Leben. Nur das Problem ist, dass wir dem ausweichen wollen. Kapitel 30. Das Familienerbe frisst weiter, Vers 1. Als Rahel sah, dass sie Jakob kein Kind gebar, beneidete sie ihre Schwestern und sprach zu Jakob, schaffe mir ein Kind, wenn nicht, so sterbe ich. Neid, Missgunst, Eifersucht.
Das Familienerbe vom Abraham frisst in der Familie Jakob und seine Frauen weiter. Wer bietet Inhalt? Natürlich, in selber Zeit hat man noch nicht an Familienerbe gedacht und es eigentlich Zusammenhang nicht kennt. Aber heute kennen wir es doch. Wir begegnen Familiensystem mit Eifersucht, Sucht, Alkoholismus, Jähzorn, Geiz und vielen anderem. In Jesus ist Befreiung. Der Weg dazu sieht so aus. Zuerst eingestehen, dass man in dem Familiensystem drin hineingefangen ist. Schritt 2 ist, Jesus zu bitten, eins zu befreien. Und der Schritt 3, neues Verhalten einzutrainieren. Ich habe es selber probiert, in meiner Familie, und es funktioniert. Man kann so Familienstrukturen unterbrechen, wenn man unbedingt will. Jetzt kommen wir zu einem ganzen crazy Vers oder ganzes Abschnitt. Ich lese da einen Vers, Vers 32. Ich will heute durch alle deine Herden gehen und aussondern alle gefleckten und bunten Schafe und alle schwarzen Schafe in den bunten und gefleckten Ziegen. Was für ein Chaos mit diesen gefleckten und nicht gefleckten Tieren. Ich muss dir sagen, ich komme gar nicht recht raus, wie das geht und warum. Aber immer, und das sehen wir da drin in dem Kapitel, geht es um eine Bruderbeziehung vom gegenseitig sich übervorteilen. Man hat das einmal ein Ende, dass sich gegenseitig übervorteilen. Wieso steht man nicht zusammen und redet darüber? Köbi, du gehst immer tiefer in den Sumpf hinein. Es musste kommen, anders ist es nicht gegangen. Die Flucht vom Jakob, weg vom Laban. Ich schlage auf Kapitel 31, Vers 2 und 3. Und Jakob sah an das Angesicht Labans und siehe, er war gegen ihn nicht mehr wie zuvor. Und der Herr sprach zu Jakob, zieh wieder in deiner Väter Land, zu deiner Verwandtschaft, ich will mit dir sein. An Zeit, wieder kurz zurückzukehren in seinen Ursprungsort. Aber die Angst steht da in der Mitte. Die Angst, wegzugehen vom Laban, er könnte ihn behalten mit Gewalt. Angst, seinen Brüdern zu begegnen. Angst durch all Böden durch. Wie viel ist in diesen 20 Jahren vergamet worden? In den Beziehungen, die Jakob hatte. Darum flüchtete Jakob bei Nacht und Nebel. Im Nacken hat er den Laban und vor ihm den Esau. Sein Charakter, seine Vergangenheit holen ihn ein. Irgendwann holen uns die Vergangenheit, wenn wir sie nicht bereinigt haben, immer ein. Immer. Wir können machen, was wir wollen. Wäre es nicht viel früher eine Zeit von der Bereinigung? Vers 30. 31. Kapitel. Der Laban hat Jakob eingeholt und stellt ihn zur Rede. Und wenn du schon weggezogen bist und sehntest dich so sehr nach deines Vaters Hause, warum hast du mir dann aber meinen Gott gestohlen? Also der Laban hat Sippe vom Jakob eingeholt. Die Rahel hat den Götz vom Vater gestohlen. Und sie hat ihren Vater mit ins Gesicht gelogen. Auch da wird wieder das Erbe klar. Stehlen, Lügen, Intrigen, Verhaltensmuster. So ist die Familie. Eigentlich unlösbar. Eigentlich ohne einen Horizont am Himmel. Der Laban sucht den Hausgötz. Er findet ihn aber nicht. Und jetzt bricht der Frust vom Köbeli führen und sagt, ich habe dich so lange gedient und ich habe die Kälte ausgehalten, ich habe die Hitze ausgehalten, ich habe alles gemacht. Ich habe die wilden Tiere weggeschoben. Warum bist du so mit mir? 20 Jahre Frust kommen führen. Und doch hat Gott ihm dort bei den Himmelsleitern im Bethel versprochen, dass er mit ihm ist. Wir kommen langsam im Showdown näher und gehen weiter zum 32. Kapitel. Ich habe es überschrieben mit «Wenn nichts mehr zu tun bleibt». Vers 2. Jakob aber zog seinen Weg und es begegneten ihm die Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach er, hier ist Gottes Heerlager und nannte diese Stätte Mahanaim.
vor dem Gang aller Gänge, vor dem Showdown, vor dem Treffen mit dem Esau, hat Gott dem Jakob noch einen Blick gegeben in die unsichtbare Welt. Er hat dem Jakob mit ihm sagen, schau, mit dir sind mehr als mit dem Esau. Schau, Jakob, ich bin mit dir, egal was alles geschehen ist, ich bin einfach mit dir. Aber das hat Jakob nicht beruhigen. Hey, wir sind so aufs Irdische fixiert, dass wir manchmal gar nicht mit dem Himmlischen und mit der unsichtbaren Welt mehr rechnen. Die Möglichkeiten von Gott scheinen uns so weit weg, dass wir alles selber mischen müssen. Das hat auch der Jakob gemacht. Im Vers 4. Jakob aber schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land, Seir, in das Gebiet von Edom. Der Jakob hat jetzt alles arrangiert, was er konnte. Er hat riesige Geschenke, einen grossen Teil von seinem Vermögen hat er seinem Bruder Esau geschickt, um ihn gütlich zu stimmen. Er hat alles gemacht, was er konnte. Er hat nicht mit Gott gerechnet. Schon gar nicht mit der unsichtbaren Welt in dem Moment. Aber dann kommt Vers 12. Wo er mit Gott redet und sagt, er rette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mütter samt den Kindern. Er erinnert sich jetzt doch noch an die richtige Adresse. Er geht jetzt doch noch zu Gott. Er jammert doch jetzt Gott noch seinen ganzen Frust, seine ganze Angst, seine Sackgassituation. Freunde, das ist die richtige Adresse für deine Sackgassituation. Ich bin schon manchmal in ähnlichen Situationen gestanden, wie der Köbeli da. Und schon oft habe ich selber wursteln, bis ich gemerkt habe, ich muss mich an die richtige Adresse wenden. An welche Adresse wendest du dich? In dem Moment, wo du alles gemacht hast, was Menschen möglich ist. Vers 23 und 24. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabok. Nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass sie hinübergingen, und er blieb alleine zurück. Alles gemacht. Alles organisiert. Jetzt nur noch er, in der Einsamkeit. Nichts mehr zu machen. Alles ausprobiert. Und in dem Moment kommt Gott und kämpft mit ihm. Und er nimmt den Kampf auf, unser Köbeli. Und er klammert sich an Gott fest. Und er sagt, ich lasse dich nicht los, du wirst mich dann segnen. Was für eine Nacht. Die Nächte aller Nächte. Ich war gerade vor ein paar Wochen dort im Jabok. Und habe mir dort nochmal Gedanken gemacht über diese Geschichte. Der Moment, wo das Ringen war. Und Gott zum Köbeli gesagt hat, du sollst nicht mehr Köbeli heissen, du sollst nicht mehr Fersenhalter heissen, du sollst heissen Kämpfer Gottes. Freund, ich wünsche dir, dass du und ich, dass wir Kämpfer von Gott werden. Menschen, die in der Not mit Gott ringen und einfach nicht loslassen, durch alle Böden durch nicht loslassen. Wenn ich die weiteren Verlauf der Geschichte von Jakob anschaue, dunkt es mich, es ist in dem Moment das Eigene, das Mischeln, das Betrügen, das Lügen von ihm abgefallen. In dem Ringen inne ist er heil geworden von dem. In dem Ringen inne mit Gott ist er ein anderer Mensch geworden. Gott kann uns verändern. Er will uns verändern. Er hat mit dem Köbi nicht aufhören. Er hat mit dem Köbi zurechtkommen. Und darum hat er mit ihm gekämpft. Bis Gott Sieger war. Aber nicht nur Gott. Auch der Jakob war Sieger und hat sich festklammern an Gott. Was für ein Festklammern. Und Gott lässt sich festheben. Er lässt sich erringen. Glaubt mir das? Kapitel 33, Versöhnung, Vers 4. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Fast kitschig. Versöhnung nach 20 langen Jahren. Oh Jakob, das hätte doch schon viel früher geschehen können.
Ich glaube, dass der Esau schon früher parat gewesen wäre. Da hätte deine Mutter die Versöhnung miterleben können. Wo hast du zerbrochene Beziehungen? Wie lange wartest du, etwas zu unternehmen? Wie lange wartest du, den zweiten, den dritten, den vierten Schritt zu machen? 20 Jahre oder mehr? Es ist nicht nötig. Es kann viel früher sein. Ich komme zum Schluss. Noch Kapitel 35, überschrieben mit Aufräumen und da der Vers 2. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die mit ihm waren: Tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Jakob ist unterwegs nach Bethel, dort, wo ihm am Gehweg vor 20 Jahren Gott erschienen ist mit dieser Himmelsleiter und das Versprechen. Aber bevor er zum Haus von Gott, Bethel heisst Haus von Gott, geht, fordert seine Sippen auf, aufzuräumen. Mit diesen Götzen, die sich angesammelt haben in all diesen Jahren in der Fremde, unter fremden Göttern. Und es gibt ein grosses Aufräumen, bis sie befreit zum Haus von Gott nach Bethel gehen können. Freund, auch du und ich, wir sind immer wieder gefragt, aufzuräumen. Uns zu fragen, wo haben wir Götzen? Wer ist uns wichtiger geworden als Gott? Wer ist der erste Platz hat eingenommen in unserem Leben und dort aufzuräumen? Vielleicht wäre heute ein Tag, aufzuräumen. Von dem, was dich hindert, in der Freiheit Gott zu begegnen. Das war für heute. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald wieder. Tschüss. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.